SRF Audio. Fahrt einem mit dem Tanker durch. Ich dachte, die Straße ist wieder zu. Jetzt hat es wieder aufgemacht. Nein, ja, schau. Nein, es ist zu. Ist wieder zu. Ja, was jetzt? Nein. Es ist gefühlt ein ständiges Hin und Her, wenn es um die Straße von Hormuz geht und liefert auch viel Stoff für Satire. Ist wieder offen. Also, das ist auch, es ändert alle Minuten. Auf zu. Soll einer eine Übersicht behalten bei diesem Scheisstag? Jetzt ist wieder zu. Das ist die schlechteste Ampel der Welt. Hier. So klingt das bei unseren Kolleginnen und Kollegen von Studio 404. Das Ganze hat natürlich einen sehr ernsten Hintergrund. Ein Konflikt, der sich wieder deutlich verschärft zwischen den USA und dem Iran und der die ganze Weltwirtschaft betrifft. Denn die Straße von Hormuz ist eine der wichtigsten Energierouten überhaupt. Ich frage mich, ist wirklich die ganze Welt von einer einzigen Meerenge abhängig? Oder gibt es Alternativen? Und wenn ja, welche? Genau das klären wir heute bei News Plus. Ich bin Vanessa Liedergerber. Sie ist schmal, die Straße von Hormuz. An ihrer schmalsten Stelle ist sie unter 50 Kilometer breit. In der Meerenge zwischen Iran und Oman fahren normalerweise täglich riesige Tanker durch, beladen zum Beispiel mit Öl oder Flüssiggas. Und gerade schaut wieder die ganze Welt auf dieses Nadelöhr. Denn US-Präsident Donald Trump hat auf seinem sozialen Netzwerk unter anderem angekündigt, er wolle 20% Frachtgebühr für die Durchfahrt kassieren. Also wenn wir hören, dass Trump jetzt sagt, er verlangt eine Gebühr für die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormuz, dann muss man sich nur fragen, mit welcher Grundlage verlangt er das? Darf er das? Oder dürfte es jemand anderer? Oder ist es überhaupt verboten, eine Gebühr zu verlangen? Clemens Fischer ist Professor für internationale Beziehungen und Geopolitik an der Uni Köln. Und er ist auch Völkerrechtsexperte. Die Frage, ob Donald Trump das überhaupt darf, eine Gebühr für die Durchfahrt verlangen, beantwortet er so. Da gibt es eine sehr einfache Antwort. Das Völkerrecht sagt uns hier, es ist kein internationales Gewässer, sondern die Straße von Hormuz ist nationales Hoheitsgewässer des Iran und von Oman. Das heißt, wenn überhaupt jemand eine Gebühr verlangen dürfte, dann sind es diese zwei Staaten. Aber dieser Gebühr müsste auch eine Leistung gegenüberstehen, wie zum Beispiel Lotsendienste. Das, was Trump jetzt ankündigt, könnte man sehr salopp formulieren als Schutzgelderpressung durch Mafia oder auch als Raubrittertum. Denn Trump selber, die USA, haben gar kein Recht, in der Straße von Hormuz irgendjemanden durchzuschleusen, denn es ist, wie gesagt, Hoheitsgewässer von zwei anderen Staaten. Und daher kann er auch keine Gebühr verlangen. Clemens Fischer bezweifelt auch stark, dass Trump eine solche Gebühr tatsächlich durchsetzen könnte. Trump hat sich übrigens auch als Wächter der Straße von Hormuz bezeichnet. Der Iran hat darauf spöttisch reagiert und gekontert, er sei schon immer der Wächter der Straße gewesen und werde es auch bleiben. Fest steht, der Konflikt zwischen USA und Iran und damit auch am Persischen Golf hat sich deutlich verschärft. Die USA greifen wieder Ziele im Iran an. US-Präsident Donald Trump hat zudem angekündigt, den Druck auf den Iran weiter zu erhöhen und womöglich auch eine Seeblockade wieder in Kraft zu setzen. Der Iran wiederum hat laut Berichten in der Straße von Hormuz 2 Tanker attackiert. Dabei soll ein Besatzungsmitglied getötet worden sein. Und diese Eskalationen sorgen regelmäßig für Nervosität an den Energiemärkten und können sich innerhalb kurzer Zeit auf Ölpreise, Transportkosten und auf die Weltwirtschaft auswirken. Wir reden von rund 60% des weltweiten Düngemittelbedarfs, der aus der Straße von Hormuz gespeist wird. Wir reden von 20-45% Abhängigkeit der südostasiatischen Staaten von Rohöl, das aus der Straße von Hormuz herausgebracht wird. Wir reden auch davon, und das merken wir jetzt ganz massiv zur kommenden Urlaubszeit, dass bestimmte raffinierte Produkte in Europa gar nicht mehr erhältlich sind, wie zum Beispiel Kerosin für Flugzeuge. Auch das wird durch die Straße von Hormuz herausgebracht und damit ist die Weltwirtschaft natürlich bis zu einem gewissen Grad davon abhängig. Also die Welt ist abhängig von der Straße von Hormuz. Damit man aber nicht immer Angst haben muss, dass das Öl oder das Benzin ausgeht, müsste es doch eigentlich eine Alternative geben. Gibt es denn irgendwelche und wie sehen die aus?
Ja, grundsätzlich wird natürlich auch weiter Öl abgefahren. In dem Fall durch das Rote Meer. Das ist eine weitere Variante, dass eben insbesondere die arabischen Staaten von dieser Seite der arabischen Halbinsel ihr Rohöl an den Mann bringen oder an die Kunden bringen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass der Iran über das Kaspische Meer abliefert. Aber das sind natürlich Beschränkungen, denn bis dato hat man sich eben darauf verlassen, dass es die Straße von Hormuz ist, die den großen Ausfluss ermöglicht. Konsequenz wird sein, man wird weitere Pipelines bauen müssen, die von den Raffinerien und Erdölfeldern im Osten der arabischen Halbinsel durch die arabische Halbinsel durchgeführt werden, um eben die Häfen am Roten Meer zu erreichen oder, was auch noch möglich wäre, direkt hinunter in den Golf von Aden. Aber da kommen wir dann schon das Problem, dass der Jemen als nicht sicher gilt. Das heißt, die einzige Ausschiffmöglichkeit wäre dann der Oman. Und damit würde man sich auch wieder in die Hand eines Staates begeben, der letztendlich als Ausschiffungshafen fungieren würde. Es ist also alles etwas komplizierter. Sonst gäbe es vermutlich längst eine echte Alternative zur Straße von Hormuz. Geopolitikexperte Clemens Fischer spricht von Pipelines als Option. Eine Ost-West-Pipeline gibt es bereits. Die führt quer durch Saudi-Arabien und endet im Hafen Yanbu am Roten Meer. Das Problem, ihre Kapazität ist begrenzt. Sie kann bis zu 8 Millionen Fass Öl pro Tag transportieren. Durch die Straße von Hormuz gelangen im Normalfall um die 20 Millionen Fass. Also selbst wenn die Pipeline vollständig ausgelastet wäre, könnte sie nur einen Teil der Transporte übernehmen. Und auch neue Pipelines würden einige Herausforderungen mit sich bringen. Grundsätzlich ist auch ein Punkt, dass es natürlich extreme Kosten verursacht. Wir müssen uns so die arabische Halbinsel ansehen, von der Größe her, dass man quer durch diese Halbinsel Pipelines führt in unendlich großer Hitze. Schwieriges Terrain, das heißt auch Bewachung. Und wenn wir uns den Iran ansehen, dann müssten eben die Ölfelder sind im Süden am Persischen Golf auch quer durch das Land größere Pipelines gezogen werden hinauf zur Kaspischen See. Konsequenz ist, man kann zwar Umgehungsmöglichkeiten machen, aber die sind extrem kostenintensiv. Bei einer Umgehungsmöglichkeit würde zum Beispiel die Türkei eine zentrale Rolle spielen. Vom irakischen Hafen bei Al-Fau, der im Moment noch gebaut wird, könnte eine Eisenbahnlinie durch den ganzen Irak bis an die türkische Grenze führen. Und dann soll das Öl weiter mit dem Zug durch die Türkei gebracht werden. Grundsätzlich kann man alles machen. Die Türkei liegt nur, das ist der Punkt, das heißt, man müsste in dem Fall, würde man nicht die Kaspische See verwenden, sondern in diesem Fall würde durch Eisenbahnlinien, was auch extrem aufwendig ist, in die Türkei nach Nordwesten geliefert werden. Das aber bedeutet, dass man durchs Kurdengebiet durch muss, also auch eine Zone, die relativ krisengeschüttelt ist. Wir sehen daher, dass der Nahe Osten in vielen Belangen sehr, sehr viele kleine Krisen aufweist, und zwar immer an den neuralgischen Punkten, letztendlich quasi Choke Points, also so Flaschenhälse, durch die man durch müsste. Und genau deswegen hat man es ja bisher nicht gemacht, um sich eben zu ersparen, in Krisenzonen derartige Pipelines zu legen oder derartige Schienen zu verlegen, was ja diesen Aufständischen oder Rebellen, wie immer sie es bezeichnen wollen, ja auch wieder eine Möglichkeit in die Hand gibt. Und letzter Satz, das Rote Meer hat einen ganz großen Nachteil. Auch dort, wenn man am Roten Meer ausschiffen würde, hat man das Problem, dass man auch hier eine Meerenge hat, und zwar im Süden. Der Ausgang des Roten Meeres geht nach Bab el-Mandab. Das ist zwischen Eritrea auf der afrikanischen Seite und dem Jemen auf der arabischen Seite. Und die Houthis könnten das beispielsweise auch sehr, sehr leicht, so wie der Iran derzeit die Straße von Hormuz, auch diese Straße sperren. Also es gibt sehr viele Herausforderungen. Heißt das zusammengefasst, die Straße von Hormuz ist eigentlich alternativlos? Sie ist insofern alternativlos, wenn man zu Vorkriegskosten Erdöl, raffinierte Produkte oder Düngemittel oder andere Rohstoffe aus dieser Straße verbringen will. Dann ist sie alternativlos günstig. Der Preis wird zwar steigen, auch wenn es Gebühren gibt, wobei der Iran und Oman offensichtlich über nicht allzu hohe Gebühren nachdenken. Aber Fakt ist, die Vorkriegspreise werden wir nicht mehr erleben. Mit anderen Worten, solange die Welt auf Öl aus der Golfregion angewiesen ist, kommt sie an der Straße von Hormuz kaum vorbei.
Aber gilt das auch noch in Zukunft? Sind riesige Tanker und Frachtschiffe, die Öl und Gas über die Weltmeere transportieren, überhaupt noch das Modell der Zukunft? Also wenn Sie weiter auf fossile Energie setzen, dann natürlich ja. Und die Größe dieser Tanker ist ja auch ein Bild dessen, dass man möglichst wenige Tankerflotten sicher machen will, indem man eben riesen Megatanker einsetzt, die natürlich in diesem Sinne für die Reedereien bei weitem praktischer sind. Die liefern an bestimmten Points, wie zum Beispiel dem Hafen von Rotterdam, wo dann weiter versorgt wird. Es wäre natürlich praktischer, kleinere Schiffe zu nehmen, aber auch die sind angreifbar. Das heißt, die Größe der Frachtschiffe selber ist nicht das ursächliche Problem. Das ursächliche Problem ist, dass wir trotz aller Energiekrisen immer noch weltweit sehr, sehr stark von fossilen Brennstoffen abhängig sind. Das wird sich auch nicht so rasch ändern und solange diese Änderung nicht komplett umgesetzt werden kann, wird man damit leben müssen, dass dadurch auch Erpressungen möglich sind und auch Energieknappheit, die logischerweise wieder zu Preissteigerungen führt. Und ganz zynisch gesagt, am Ende zahlt weltweit jeder Konsument bei diesem Krieg mit. Das war News Plus. Produziert hat heute Peter Hanselmann, mitgearbeitet Julius Schmid und Sophia Fessler und ich bin Vanessa Ledergerber. Schreibt uns doch eine Mail an newsplus@srf.ch, wenn ihr Fragen oder Ideen für weitere Folgen habt. Ihr könnt uns auch einfach eine WhatsApp-Sprachmitteilung schicken an 076 320 10 37. Bis bald. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.